Lepo pozdravljeni na pogovoru s Filipom Vehterjem, ki ga mogoče poznate tudi po stripu Toni ali kako do novih nogometnih čevljev. Nekateri ste morebiti že zjutraj bili prisotni ob živem pripovedovanju stripa v spodnji dvorani. Sicer pa naj še omenim, da je strip med nominiranci za nagrado za najboljši prevod stripa za mlade in otroke v letošnjem letu. No, kaj več bosta povedala kar avtor Filip Vehter sam in prevajalka knjige Neža Božič. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Jaz bom za začetek čisto na kratko predstavila našega gosta Filipa Vehterja. Filip prihaja iz Frankfurta na Majni. Študiral je na visoki strokovni šoli v Mainzu, vizualne komunikacije s poudarkom na ilustraciji. Vse od takrat ustvarja kot pisatelj, grafični oblikovalec in pa verjetno najpomembnejše avtor in pisatelj, predvsem otroških knjig. Omembe vredno se mi zdi še to, da je s svojimi kolegi leta 1999 ustanovil nekakšno delovno skupnost, Atelier Gemeinschaft Labor, ki je, kot mi je povedal, ena od maloštevilnih takšnih delovnih skupnosti, kjer so združeni grafični dizajnerji, ilustratorji in tako, tudi še dan danes. V glavnem s to organizacijo so si olajšali, kako bi rekla, nekaj eksistencialnih in organizacijskih vprašanj, ker pač delijo prostor in stroške in tako naprej, velikokrat pa tudi skupaj kuhajo. Tako, čisto na kratko bi omenila dve knjigi. V glavnem slikanico Jaz z enim namenom, ker je njegova najbolj prodajana in najbolj znana morda slikanica v našem prostoru. Kot pravijo na Mladinski knjigi, so jo ponatisnili že kar 9-krat, menda je to znese kar 20.000 izvodov. Takole, če ne poznate. Omenila bi pa še tole, ki se mi zdi takoj pritegne poglede že za vizualno podobo. Omenjam jo zato, ker je zadnja, ki je šla v slovenščini, in zato, ker je to projekt cele Filipove ekipe, s katero torej dela in ustvarja. Čisto tako. Zdaj se bomo pa posvetili našemu gostu. Jaz bom pač uvod naredila po nemško, seveda, in potem eno krajšo varianto v slovenščini. Razen, če mi zdaj rečete, da vsi razumete nemško, ne, potem mi lahko olajšali zadeve. Okay, hallo Filip noch einmal. Hallo, auch von mir, hallo. Ja, freut mich sehr, dass du bei uns bist. Da wir recht wenig Zeit haben, fangen wir gleich an. Ne? Okay, so, du bist von Kindesbeinen an mit dem Zeichnen verbunden. Dein Vater war ein bekannter Cartoonist und Zeichner, und diese Tatsache hatte wahrscheinlich einen Einfluss darauf, dass du heute selbst Illustrator bist. Das stimmt wahrscheinlich. Oder glaubst du, dass du wärst auch ohnehin zum Zeichnen gekommen? Nur kurz. Torej,
risar je bil tudi Filipov oče, tako da ga sprašujem, če je to vplivalo na izbiro njegovega poklica ali pa misli, da bi tudi sicer našel pot do slikanja in ilustriranja. Also, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Also, was wäre gewesen, wenn ich einen anderen Vater gehabt hätte? Soll ich weiterreden? Ja, ja. Ja. Und bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne meinen Vater nicht Zeichner geworden wäre. Also ich habe als kleiner Junge habe ich es geliebt, ihm über die Schulter zu gucken und zu beobachten, wie er die Dinge aufs Papier zaubert. Für mich war das tatsächlich Zauberei, wie er das machen konnte. Und vor allem hat er mir gezeigt, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Ja? Also dass man als Zeichner leben kann, dass man als Zeichner glücklich werden kann. Und das war alles für mich so attraktiv, dass ich irgendwann dachte, ich möchte das auch machen. Okay. Torej, to vprašanje si je večkrat tudi sam zastavil in meni, da brez očeta do tega poklica ne bi prišel. Kot fant je zelo rad kukal očetu čez ramo in ga spremljal pri delu ter tudi videl, kako osrečujoče je lahko takšno delo in da pač kot risar lahko človek tudi lepo in dobro živi. Okay, heute auf dem Tinta-Festival stellst du dich so mit dem Comic über Toni vor. Bis jetzt sind 2 Bände erschienen und früher haben wir mit Kindern darüber gesprochen, wie du zu dieser Idee für Toni gekommen bist. Aber jetzt frage ich lieber, warum hast du dich im 2. Band für das Meer entschieden? Warum will Toni ans Meer und nicht zum Beispiel nach Paris oder New York oder in die Bergen? Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Okay, kratko vprašanje. Za Tonija v prvem delu in nogomet se je odločil čisto zaradi svojih izkušenj, ker je tudi kot fant sam igral nogomet in si želel kopačke, ki si jih ni mogel privoščiti. To je zdaj kratek povzetek tega, kar je Filip povedal otrokom. Jaz sem ga pa zdaj vprašala, zakaj se je pa v drugem delu odločil, da si Toni želi na morje in nekam drugam, na kakšen drug čaroben prostor. Bitte. Ja, also ich erzähle in meinen Geschichten natürlich von den Dingen, die ich mag. Ich erzähle letztendlich von mir und in meinen Geschichten tauchen Dinge auf, die mich interessieren, an denen ich Freude habe. Das ist dann eben einmal Fußball oder eben das Reisen und ich bin besonders gern am Meer und auch gerne auf einem Zeltplatz und gerne mit der Familie, mit Kind und mit Frau und diese Dinge, die ich erlebe, die tauchen in meinen Geschichten auf. Torej, v svojih zgodbah seveda pripoveduje o rečeh, ki ga zanimajo, ki jih ima rad in morje je ena od teh stvari seveda. In pač potovanja, šotorenje, da je z družino in seveda logično je te izkušnje z prve roke prelil tudi v strip. Okay. Jetzt sagen wir noch etwas über die Schaffensprozesse, wie du eigentlich so arbeitest. Und mich interessiert zum Beispiel, wenn du einmal eine so Grundidee hast, wie fängst du mit einem Comic an?
Wie sieht dein üblicher Schaffensprozess aus? Wenn du zum Beispiel weißt, okay, jetzt mache ich ein Comic über einen Jungen mit Fußball und so, wie geht es dann bei dir weiter? Torej, vprašala sem ga, kako izgleda njegov običajni ustvarjalni proces, potem, ko ima neko osnovno idejo o vsebini stripa. Ja, also ich bin viel mehr Zeichner als Schriftsteller, von daher entwickle ich meine Geschichten über die Bilder. Also ich habe eine Grundidee und fange erstmal an zu zeichnen. Also ich überlege mir, wie ist die Figur, die die Geschichte erleben soll. Dann fange ich an, den Toni zu zeichnen und dann überlege ich mir, in was für einem Umfeld er lebt. Und ja, letztendlich wachsen Bilder, Bild auf Bild wächst zusammen und dann kommt eigentlich später erst der Text oder es kommen einzelne Sprechblasen und wenn ich mit einem Buch anfange, weiß ich in der Regel auch noch nicht, wie es ausgehen wird, sondern ich habe vielleicht eine Grundidee und habe erste Ideen zu Geschichten und dann wächst so ein Buch oder so eine Geschichte. Und ich muss sagen, beim Comic funktioniert es auch ein bisschen anders als bei einem Kinderbuch, einem Bilderbuch und ja. Okay. Torej, zaenkrat je odgovor, da je veliko bolj risar oziroma ja, kot pisec, tako da se njegove zgodbe razvijajo bolj preko slik oziroma ilustracij. Nariše lik ali zamisli lik in potem razmišlja naprej, v kakšnem okolju živi in tako da zgodbe rastejo preko slik in šele potem doda te oblačke z besedilom. Ja? Also vielleicht kann ich erzählen, dass bei diesem Comic zu Toni, der erste Comic, habe ich zum Beispiel ganz lange überlegt, was mit dem Vater ist. Also Toni wohnt mit seiner Mutter zusammen und ich hatte die ersten Geschichten schon gezeichnet und dachte immer, was ist mit dem Vater? Der müsste eigentlich ja vielleicht auftauchen. Und ich habe mich dann entschieden, ich lasse den Vater weg aus Gründen. Aber das ist zum Beispiel auch eine Frage, die Kinder ganz oft stellen. Was ist mit dem Vater? Und was ich erzählen möchte, also so eine Geschichte entwickelt sich dann auch während des Machens. Also manchmal tauchen Figuren auf, die ich am Anfang noch gar nicht so vorhatte und manche lasse ich dann auch wieder weg. Torej, Filip je še povedal, da se določene teme ali pa tudi liki ustvarijo med torej samim ustvarjanjem in je izpostavil pač recimo očeta, ki ga v prvem delu oziroma ki ga pač Toni nima. In da je pač o tem veliko in dolgo premišljeval, da je že ustvaril to prvo poglavje in premišljeval, kaj bi s tem naredil in ga pač potem izpustil, ga ni, Toni živi z mamo. No, hotel je pač povedati, da nima v štartu stvari domišljene, ampak pač je to znotraj tega procesa, ko že Zadeve tečejo. Und was bei Toni auch noch wichtig ist, also was mir geholfen hat, dass dieses Toni-Buch ja aus 9 Geschichten besteht, die unabhängig voneinander funktionieren. Also ich kann mich von Geschichte zu Geschichte kann ich mich praktisch langhangeln und kann Geschichte auf Geschichte sich entwickeln lassen, ohne genau zu wissen am Ende, wie viele Geschichten es letztendlich werden. Und das hilft mir beim Zeichnen, dass ich dann erstmal mir eine Geschichte vornehme und die ist dann fertig, dann habe ich das schon mal geschafft und dann kommt die zweite und dann kommt die dritte und am Ende gucke ich dann, wann ich denke, es ist genug, wann ist die Geschichte rund. Aber das hilft mir, erst mal anzufangen und ja,
Geschichten zu entwickeln. Torej, pri Toniju je ustvaril 9 poglavij, ki niso torej, nujno med sabo povezane, da bi lahko bila tudi pač samostojna poglavja, kar pomeni, kar mu zelo pomaga pri risanju, ker pač zgodbo prične in ne ve, kakšen bo konec in tudi lahko presodi, kdaj je zdaj recimo dovolj. V tem smislu, torej nima nekega celotne zgodbe od štarta do konca postavljanja, ampak sistem olajša ustvarjanje, da pač sproti doda ali konča tudi, ne? Okay. Dann so ein bisschen so etwas Technisches. Technisches, okay. Wann kommt die Entscheidung zum Beispiel, wie viele Bilder auf eine Seite kommen? Wie viele Panels kommen auf eine Seite? Achso. Ja, ok. Pač pri samem ustvarjanju stripa pač vemo, da se te strani postavljene v okenca oziroma kadre, rečemo pri nas, in me zanima, kje v pač tem delovnem procesu se odloči, koliko teh kadrov bo na eni strani. Ja, also ich versuche auf jeder Seite in sich eine kleine Handlung in der Geschichte abzuhandeln praktisch. Also das, ja, aber letztendlich ist es ein Probieren, ein Zeichnen und Bilder zusammenzusetzen und ja, letztendlich ein Ausprobieren, ein Machen, und irgendwann habe ich das Gefühl, dass die Seite steht. Es ist letztendlich eigentlich ein Probieren. So. Okay, und ja, irgendwann ist es dann, ich weiß es nicht, irgendwann ist dann die Seite fertig, dann denke ich, okay, so passt es. Okay. Es ist eher so relativ im Prozess oder schon, ne? Naja, erstmal mache ich Skizzen. Es wird alles durchgeskribbelt und erstmal grob aufgeteilt. Und Skizzen, das ist dann ohne Kästchen und ohne das Panels. ist ja meistens einfach ohne Kästchen und das können ganz grobe Zeichnungen sein, wo ich einfach naja, so eine Seite festlege, und das ist dann ja entschieden lange bevor ich dann die eigentliche Seite zeichne. Torej, za vsako stran si pač zamisli neko manjšo zgodbo. Začne z skicami brez okenc, ampak za samo to število pa podstavitev se pa pač odloči še precej preden potem dejansko stran realizira in pač definira to razdelitev. Okay, dann noch etwas zu den Farben, eigentlich zur Farbenauswahl. So deine Bilderbücher sind bunt mit so intensiven Farben. Bei Toni hast du dich aber so für weniger Farben entschieden. Warum ist das so? Also das hat zum einen... Ja, musel vas, se opravičujem. Torej ja, o barvah, ne? To so tudi pač posebno poglavje. V tem stripu sem ga vprašala, da za razliko od slikanic, ki so barvno zelo intenzivne, zakaj se je pri stripu odločil za manj barv? Also zum einen hat es ganz pragmatische Gründe. Also ich habe als jemand, der hauptsächlich Kinderbücher illustriert hat und weniger Comics, gemerkt, was für eine Wahnsinnsarbeit so ein Comic ist, und dachte, wenn ich
wenn ich jetzt jedes einzelne Bild noch mit viel mehr Farben, als ich es getan habe, versehe, dann werde ich nie fertig. Dann hatte ich Comics im Blick, die mit wenig Farbe auskommen und die ich ästhetisch einfach sehr, sehr schön fand. Und ich dachte, ich erzeuge dann die Buntheit über die unterschiedlichen Farbigkeiten der einzelnen Geschichten. Also dass die Geschichten in sich relativ farblich reduziert sind, aber das Buch als Ganzes dann doch relativ bunt daherkommt. Torej, kot prvi razlog je omenil, ja, torej, da se odloča čisto pragmatično. Kot je že povedal prej, je pač s takšnim stripom noro veliko dela. Ustvarjal je recimo prvi, to zdaj še pač zraven povem, da je ustvarjal leto dni in da se je za manj barv odločil čisto pragmatično, ker si ni znal predstavljati, da bi pač vsako slikico z pač vsemi možnimi barvami ustvarjal. Tako da, ja, to je eden, pač to je ta vzrok, zakaj je potem ta poglavja barvno določil, da so sama poglavja pač z manj barvami, celotna knjiga pa potem vseeno dosti barvita. Okay. Dann bleiben wir noch ein bisschen bei den Farben. Toni ist immer in Rot gezeichnet, in einem roten Pullover, ne? Und das ergibt so schöne Kompositionen und kommt dann diese rote Betonung drin. Und jetzt interessiert mich, ist dieser Comic am Computer koloriert oder kolorierst du die Zeichnungen auf dem Papier? Samo na kratko, torej zanima me, ali barva na kompjuter, na računalnik ali to dela, ne vem, še vedno ročno ali tako. Also ich bin so vorgegangen, also die Figuren, die Strichzeichnung, das ist alles mit einem Stift auf Papier gezeichnet und die Farbflächen, die man sieht, also hier zum Beispiel dieses Blau, die Flächen sind auch erstmal mit dem Stift auf Papier gemalt, gezeichnet und dann habe ich die einzelnen Flächen eingescannt und eingefärbt. Also es ist eine Mischform aus handgezeichneten Strichen, Flächen und die Flächen dann am Computer eingefärbt und dann die verschiedenen Eben übereinander gelegt. Okay, Figuren und Flächen dann mit der Hand und Flächen nochmal am Computer. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Aha, okay. Torej, Filip je pojasnil, da liki in pa ozadje, oziroma kar je še ostalega, je vse z pisalom oziroma ročno, ampak potem pa te površine pa pobarva, torej, če sem prav razumela, poskenira in jih pač pobarva na računalniku. Okay. Und ansonsten, welche Zeichenmaterialien verwendest du so am häufigsten? Katere pač te risarska pisala in tako dalje, kaj še uporablja oziroma kaj uporablja najpogosteje pri risanju? Ja, also ich benutze ganz traditionell Tuschestifte, Filzstifte, Tusche, die ich auf Schwämme mache, um Flächen anzulegen, Buntstifte. Ich habe auch den Spitznamen Old School, weil ich noch sehr traditionell auf Papier arbeite in der Regel. Und was ich das Schöne daran finde, also dass ich tatsächlich noch Originale habe und wenn ich mal eine Ausstellung machen darf, dann habe ich tatsächlich Bilder auf Papier, die ich aufhängen kann. Und das ist, glaube ich, relativ selten geworden mittlerweile. Toll.
Nič. Filip pravi, da ustvarja še zelo tradicionalno, od barvic, flomastrov, gobic za površine, tako da mu marsikdo reče, da je še malo old school. V glavnem na papir, kar se mu pa zdi fino, da ima torej še vse svoje originale na papirju. Kot sem pričakovala, je pač teh 20 ali 25 minut res bliskovito minilo. No, par stvari smo pač izvedeli. Zdaj bi pa seveda želeli še dati priložnost, da mogoče kdo iz publike kaj vpraša našega gosta. Aha. Bi lahko potem prevedla? Ja, seveda, ja. Se je mogoče proces od prve knjige do druge kaj spremenil, glede na to, da je bil to prvi najdaljši strip? Aha, okay. Če bo še kakšno podvprašanje, lahko še pol. Toni, der erste Band war dein erster Comic. Und die Frage ist, ob deine Arbeit, dein Schaffensprozess sich von dem ersten zu dem zweiten Band sich verändert hat. Und wenn ja, wie hat sich deine Arbeit verändert? Also Toni war nicht mein erster Comic, also muss ich sagen, ich habe vor vielen Jahren erste Comics gezeichnet und hatte schon damals das Gefühl, dass Comic oder das Erzählen über Comic mir eigentlich liegt, weil ich einfach über die Bildergeschichten erzählen kann in Form von Dialogen und das eigentlich sehr gerne mache und mich aber ein bisschen immer dieser wahnsinnige Arbeitsaufwand abgeschreckt hat und deswegen hat es so lange gedauert, bis dann irgendwann Toni kam und bis ich dann in der Situation war, wo ich gesagt habe, so ich möchte jetzt einen längeren Comic machen und Comic zeichnen. Der zweite Band hat sich insofern verändert oder war für mich einfacher, weil einfach sehr viel Entscheidungen schon getroffen waren. Also ich wusste, wie Toni aussieht, ich wusste, mit wem Toni wohnt. Ich hatte irgendwann entschieden, also der Papa, der taucht nicht auf. Es gab schon einen Freundeskreis von Toni und von daher konnte ich schon auf ganz viele Dinge zurückgreifen, über die ich sonst einfach wahnsinnig lange nachgedacht habe. Aber was so das Zeichnen an sich was das betrifft, kann ich nicht sagen, dass es schneller ging oder einfacher war, sondern das ist jedes Mal eine Herausforderung und eine schwierige Aufgabe. Und Geschichten auszudenken ist, finde ich, sowieso harte Arbeit. Und ja. Okay. Torej, ustvarjanje drugega dela je bilo preprosteje v tem smislu, ker je veliko odločitev že bilo dorečenih. Ne. Recimo za primer, da pač kako je glavni lik videti, njegov krog prijateljev, samo okolje, ampak da risanje samo pa ni šlo hitreje ali da bi bilo preprosteje, ker je pač risanje samo velik izziv, izmišljanje zgodb pa tako ali tako. Tako da je pa še prej omenil, da je ustvarjanje nekega daljšega stripa ravno zato malce odlagal, ker ga je vedno plašila količina dela, ki je s tem povezana. Še kakšno vprašanje mogoče? Okay. Ich will die Frage auf Deutsch stellen, weil ich kenne kein Slowenisch. Weniger Arbeit für mich. Ja. Ist eine Frage für beide. Das ist eigentlich auch interessant, weil das auch die Übersetzung
hat dieses Prozess von der Übersetzung auch euch noch etwas gelernt? Zum Beispiel, dass die Sätze auf Slowenisch ein bisschen länger sein oder dass es manche Sachen gegeben hat, die schwierig zu übersetzen sind auf Slowenisch oder dass sogar der Autor etwas gelernt hat über sein eigenes Comic wegen der Übersetzung. Ich glaube nicht. Verstehen Sie meine Frage, oder? Ja, okay. Ich will jetzt nur kurz. Hat die Übersetzung euch noch etwas gelernt über der Comic? Das eigentlich. Ich? Ja, beide. Haben wir uns, ja, zdaj kot prvo, avtor sam, pri samem procesu prevajanja ga pač nisem potrebovala ali pa da bi kakorkoli pač z njim stopila v stik. Pač zase lahko rečem, ja, da seveda, mislim, jaz tudi nisem zdaj ne vem veliko pač stripov prej prevedla, seveda so pa pač neke danosti, ja, ki zahtevajo kar precej premisleka od pač tele prostorske omejenosti do tega, da pač jezik zveni izrazito pogovorno, ne, plus vse te pač kulturne prilagoditve. Zdaj ne vem, če se pač spomnite recimo božičnih pesmi in tako naprej. Ja, seveda je pač drugače v določenih pogledih kot pa recimo nek, bom rekla, običajen tekst slikanice ali pa kakšnega drugega otroškega teksta, tako da mislim, vedno se človek uči, ja. Zdaj, če sem odgovorila. Lahko še v nemščini, prosim, zaradi prevoda gre za našega mednarodnega gosta, ki ne govori slovensko. Okay. Oder vielleicht antwortet Philipp noch. Oder? Haben Sie denn verstanden, was sie gesagt hat? Nee, ach so. Ja, gospod je... Okay. Ich entschuldige mich. Ja, natürlich habe ich viel gelernt und dieser Text ist ja, ziemlich anders als zum Beispiel ein normales Bilderbuch. Vor allem, weil diese Sprechblasen so räumlich begrenzt sind und die Sprache muss authentisch gesprochen klingen und dann ist noch, es gab so ein paar kulturelle Anpassungen, so zum Beispiel Weihnachtslieder. Da musste ich alle so, ja okay, auf Slowenisch irgendwie übersetzen und das genauso lustig und originell und auch bekannt sind. Ja, und ja, ich habe ganz viel gelernt, ja. Vor allem, wie man so ökonomisch bei dem Text bleibt und so. Oder jetzt kann Philipp noch erzählen, lernst du auch etwas so über Schreiben durch die Übersetzungen, wenn du zum Beispiel mit den Übersetzern so über deine Übersetzungen sprichst und so, lernst du auch viel oder etwas? Also in der Regel spreche ich ja nicht mit den Übersetzerinnen, die lerne ich in der Regel nicht kennen, so, sondern ich bekomme dann die übersetzten Bücher und wenn es auf Englisch ist, dann kann ich das verstehen, aber wenn ich einen slowenischen Band von Toni bekomme, dann ist es für mich nicht zu verstehen. Und wir haben uns gestern kennengelernt und das war für mich sehr spannend, weil es in der Tat in diesem Buch zum Beispiel da werden Kinderlieder gesungen, Weihnachtslieder, die für die weitere Handlung auch wichtig sind. Also man kann nicht einfach das eine Lied mit dem anderen austauschen oder so, sondern man muss Lieder finden, die sich dann wieder in diese weitere Geschichte einbetten oder so. Und das
das habe ich sie gefragt, wie sie das gemacht hat. Und dann ist das für sie, denke ich, viel Arbeit oder eine schwierige Angelegenheit, das so hinzukriegen, dass man eben slowenische Kinderlieder wählt, die jedes Kind kennt und dass trotzdem die Handlung noch so funktioniert. Und das ist, glaube ich, dann die große Leistung einer Übersetzerin, eben das so anzupassen, dass es nicht nur einfach übersetzt ist, sondern auch als Geschichte weiterhin funktioniert. Okay. Filip prav pogosto ne govori s prevajalci, si pač predstavljam na takšnih obiskih, kot je pač tale, ne? In je pač za primer je tudi pač omenil te božične pesmi, to vprašanje smo se pač midva pogovarjala, ker ga je pač malo zanimalo, ne, kako ta izbor pač poteka, sploh tam, kjer gre recimo za primere, ki so še pomembni za nadaljne potem vsebino, da se še kje pojavijo, da se še kje tekst navezuje na nje. In pač, ja, to je že zdaj teorija prevajanja v tem smislu, da seveda, da se zbere nekaj takšnega, da so recimo te pesmi vsem znane in da pač funkcionirajo v tem kontekstu in da je pač tudi seveda to glavna naloga, izziv in pa upam dosežek prevajalca, da pač ustvari besedilo, ki ni nujno takoj vidno, da je pač prevod, ampak bi se torej toni lahko dogajali tudi v Ljubljani ali pa v Novi Gorici in pač tekst funkcionira za slovenske otroke oziroma slovenske bralce v celoti. Tako, lepa hvala, ker nas žal pesti čas. Vas vabim, da si vzamemo kratek odmor. Če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje, seveda vabljeni, da pristopite do avtorja in prevajalke še mogoče tukaj zunaj pred dvorano. Čez 5 minut se namreč vrnemo in bomo predstavili še strip V zavetju dreves, ki je antropološka študija o drevesih, ki je potem postala tudi strip. Tako da bomo nekaj slišali tudi o jezikih na Finskem, natančneje dialektih in pa seveda drevesih. Lepa hvala pa seveda tudi Filipu Vehterju in Neži Božič. Mislim, da ju lahko pozdravimo z enim velikim aplavzom. Hvala. Hvala za pozornost tudi v najinem imenu in vsekakor avtor ostaja še v Kinu Šiška, če bi kdo hotel še z njim reči kakšno besedo. Tudi po angleško, pa seveda, če še ima kdo za podpisati kakšno knjigo ali pa kaj, Filip z veseljem to opravi. Hvala.